Nach einer gefühlten Ewigkeit gehen die Kämpfe weiter. Hier bei Dragon Ball Xenoverse Online. Und nicht nur hier die neuen Kämpfe mit unter anderem Charakteren aus Resurrection F, sondern auch noch mit dem Review zum neuesten Dragon Ball Anime, sprich zu Dragon Ball Super. Ja, aber also gleich mehr. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz nachgucken, wie es hier aussieht, mit Charakteren in Verbindung und so weiter alles. Denn, ja, ich habe mir so überlegt, es soll jetzt eigentlich... Ja, wie soll das Ganze genau formulieren? Ne, es soll eigentlich so sein... Cooler Scout da. Aber so Resurrection F und der sieht aus wie ein 5-facher Super Saiyajin. Egal. Ne, es soll darum gehen, weil halt normale Reviews zu... sei es jetzt Manga-Kapiteln oder eben Anime-Folgen, ist ja schon gut, aber wenn man da halt einfach nur, ich sage jetzt mal ganz grob gesagt, einfach nur manche Quatsche zuhören muss, im Hintergrund ist irgendwie nichts los und so, ist es ein bisschen doof. Und deswegen will ich es jetzt so machen, dass wir es mal so versuchen. Hallo Song, nicht ganz Son Goku, will ich so machen, was ist mit dir los, Kumpel? Du hast mein Outfit geklaut und siehst aus wie aus einem Tiefkühlfach. Ja, eben Freezer-Style. Ja. Also, sprich, ich werde jetzt in den nächsten Folgen ein bisschen die Reviews passieren lassen, sprich die aktuellen Dragon Ball Super Folgen, ein bisschen fabulieren. Die letzte, also sprich der erste Part, der lief ja am 5. Juli, und zwar in Japan. Müssen wir spielen. Quatsch, kann ich mit mir, keine Ahnung. Und über den will ich in dieser Folge ein bisschen, ja, ein bisschen quatschen, ein bisschen Review passieren lassen, ein bisschen darüber auch auslassen zum Teil, wobei das ist jetzt diesmal eher weniger der Fall. Das wird vermutlich eher künftig noch passieren. So, dann direkt mal in die Online-Parallelquest. Wie gesagt, wir haben jetzt hier auch das neues DLC-Paket drin, sprich Resurrection F. Und da gibt es ein paar neue Charaktere und auch neue Parallelquests. Und wegen den Charakteren grundsätzlich noch. Wir kennen meinen Charakter mittlerweile und er hat mir auch schon, naja, vorgeschlagen und gewünscht, dass ich nämlich mal andere Charaktere nehmen soll zum Zocken. Das mache ich natürlich jetzt auch endlich mal. Alter, ist ja was los. Ja, was natürlich jetzt ganz toll ist, ich habe natürlich jetzt alles vorbereitet, von wegen, ja, die ganzen Updates zum Spiel noch gezogen, auch zur PS4 und so, aber natürlich nicht mehr das Kampfsystem geübt. Seit den letzten paar Jahren ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Toll, ne, wird schon was, zuerst mal schnell das Spiel. Und ja, wir zeigen jetzt erstmal die neuen Parallelquests noch, die aus Resurrection F DLC eben und dann... zwar ein bisschen drin sind, ein paar dauert 20 Minuten, dann haben wir auch genügend Zeit für das Review zur ersten Folge von Dragon Ball Super, Freezers Angriff. Okay, das ist ein bisschen doof, weil, ich will jetzt die Reihenfolge nachmachen, war also Raumerstellung. Genau. Erstes Training, besiege Gold Freezer. Golden Freezer, ey, Alter. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Golden Freezer, dazu später noch mehr. Kann ja vielleicht mal auch einen Part, oder kannst du sogar diesen noch integrieren, mein Review. Aber eigentlich müssen wir es erst nachher machen, wa? Wie Affenface. Wieso im Resurrection F finde ich jetzt nicht ganz logisch. Naja, von mir aus. Ja, die Rivalen, besiege SSG, SS, Goku. Bald kommt schon SSG, SS2 und so weiter. Oh, das wird übel. Okay, erstes Training, los geht's. Mitglieder, nur 2, okay, warte, Slots ohne, wir einsteigen alle, jo, passt. Okay, Freunde, fangen wir mal ein bisschen an. Ja, soweit ist ganz gut. Jetzt habe ich Zeit, um mal ein bisschen über Dragon Ball Super und den ganzen Hintergrund darüber zu fabulieren. Also, erstmal Dragon Ball Super. Wie entstand das Ganze und was war das Ziel dahinter? Wir haben ja bereits bei Battle of Gods, also sprich den zweitneuesten Dragon Ball Z-Film, der erschien vor etwa 2-3 Jahren, oder jetzt mal behaupten, war in Japan. Muss eigentlich eher 2 sein. Und mittlerweile auch in Englisch verfügbar und so weiter. Auf Deutsch glaube ich auch schon bald mal. Also ist man schon am Suchen wegen Synchro und so weiter. Und jetzt ist es so, Battle of Gods hat ja zum ersten Mal überhaupt in der Serie, oder das Ganze spielt nach der Buu-Saga, aber halt noch vor dem letzten 2 Dragon Ball Z Folgen, also sprich vor dem letzten Turnier, wo Goku damals ja auch auf Up traf und so weiter. Natürlich auch vor Dragon Ball GT. Und dann bei diesem Film wurde ja der Gott der Zerstörung Bills vorgestellt, plus sein Adjutant, also sprich ein Diener, beziehungsweise gar nicht nur Diener, sondern auch noch
sein Meister, nämlich Whis, vorgestellt. So, und dann natürlich auch noch eine neue Super Saiyajin-Stufe, und zwar der Super Saiyajin Gott, der auf einem komplett neuen Level ist, der halt irgendeinen Gott darstellt, den man auch irgendwie gar nicht richtig spüren kann, also man ist selber ein göttliches Wesen, etc. etc. Und da gab es ja vor kurzem noch den neuesten Dragon Ball Z-Film, und zwar Resurrection F, der spielt, ja, eigentlich nur, behauptet, ein knappes Jahr, waren es gar nur 6 Monate später, weiß gar nicht mehr von dem Zeitpunkt her, nach Battle of Gods, weil bei Resurrection F, da ist ja das ganz Lustige, da ist Videl sage ich schon, Pan natürlich, Pan ist bereits geboren. Und ja, sowohl Son Goku als auch Vegeta, sag mal, kommt jetzt mal einer hier oder was ist los? Sowohl Son Goku als auch Vegeta haben den Super Saiyajin God Status bereits gemeistert. Also sprich, ich glaube irgendwie heißt es sogar Super God Saiyan, nee, Saiyan Beyond God, genau heißt irgendwie der Status, wo sie irgendwie eine weiße Aura und so weiter haben, aber von dem her halt die Kraft des Super Saiyajin Gods bereits besitzen sollen, aber eben diese permanent einsetzen können. So. Und dann können sie noch zu einem neuen Super Saiyajin transformieren, in dieser Form drin. Der hat irgendwie so eine blau-goldene Aura und noch blaue Haare, die man eben da auch sehen könnte. Sag mal, kann langsam. Irgendwas stimmt hier nicht vorhin. Aber immer ganz kurz. Es geht gleich weiter. Ich muss was anderes versuchen. Irgendwie ist heute ein bisschen seltsam, war. Ich will doch bloß den Charakter testen. So, geht's jetzt nochmal. Raumerstellung. Wie neu ist diese das hier? War erstes Training. Okay, machen wir halt auch anders. Schnelles Spiel. Was anderes als lange Ewigkeiten mitsuchen. Also, dann haben wir da eben einen neuen Super Saiyajin gesehen. Den sehen wir hier auch ständig irgendwie rumschleichen und so weiter. Mit eben diesen blauen Haaren, der kurioserweise auf den. Ah, hier. Boah, scheiß Verbindung, ey. Der auf den Titel SSGSS, sprich Super Saiyan God Super Saiyan hört. Ja, geht's noch beschissener? Scheinbar nicht. Aber mehr ist das Training, das kann lustig werden. Und ja, nicht nur der taucht auf, sondern auch ein guter alter, bekannter Kumpel namens, man glaubt es kaum, Freezer. Deswegen auch Resurrection F, sprich Freezer kehrt in seiner, das ist eben etwas, was ich sagen muss, naja, ein bisschen seltsam, sprich in seiner Mecha-Freezer-Form kehrt er wieder zurück, und zwar so wie Trunks ihn vor seiner Zerstörung hinterlassen hat, und zwar zerstückelt. Ja, so taucht er wieder auf. Wir haben seine beiden Handlanger, ich glaube Sorby heißt eine und der andere, weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß. Jedenfalls, wenn durch die Dragon Balls auf der zurückgeholt, bla bla. Und dann sammeln sie alle Stück von Freeze ein, gehen weg, warte kurz, ja ich warte, kein Problem. Und ja, hauen halt mit den einen Stück von Freezer wieder ab, setzen wieder zusammen. Und dann taucht Freeze in seiner ersten Grundform wieder auf. Soweit, so gut. Und da hat er eine Kampfkraft von etwa 530.000. Dann der Freezer, der weiß bereits Bescheid von Boo und auch von Bills, weil sein Vater ihm damals gesagt, ja Freezer, mein Sohn, du bist der stärkste in allen, aber pass auf, da gibt es noch zwei der stärksten als du, nämlich Boo und eben auch dieser Bills. So. Und dann kam Freezer und dachte sich, ja gut, wenn ich jetzt 4 Monate intensiv trainiere, dann klappt das schon alles und ich kann die Saiyajins besiegen. Jo. Geht er zurück, 4 Monate später, seine Grundform immer noch. Und er ist so stark, dass er sogar einen Ultimate Super Saiyan Gohan, richtig gehört, Gohan kann seine Ultimate Form nutzen, Super Saiyajin werden. Mit einem Schlag kann er ihn beinahe killen. Okay. Dann tauchen der Goku und der Vegeta auf und Freezer transformiert direkt in seine, würde man sagen, Endform, oder, die man noch so kennt aus ja, der Freezer-Saga eben. Ist mit Son Goku eigentlich auf einem ja, etwa gleich stark wie Son Goku. Und dann, oh, wird Freezer eben noch zum Golden Freeze. Da kann man zu den transformieren und ist sogar in dieser Form zu Beginn stärker als ein Super Saiyan God Super Saiyan. Also sprich ein Super Saiyajin vom Super Saiyajin God. 4 Monate Training. Ja. Sehr, sehr schön. Den Rest erzähle ich jetzt nicht mehr, wie der Ganze ausging, dazu später dann mehr. Jedenfalls, warum ich das erkläre, ganz einfach deswegen, weil diese neue Serie, Dragon Ball Super, die handelt eigentlich von
momentan zumindest, 3 Staffeln, kann man sagen. Die eine ist die Battle of God Staffel, die andere die Resurrection F Staffel und dann die Universum 6 Staffel. Weil wir kennen aus Battle of God, da Bills erzählt, dass es noch andere Universen gibt, also Paralleluniversen halt. Und das aktuelle Universum halt von Son Goku und so weiter findet in Universum 7 statt. Und er ist halt der Gottzerstörung von Universum 7. Aber es gibt noch andere Götter der Zerstörung und so weiter in anderen Universen halt und die seien sogar stärker als er. Ja, und die 3 Staffeln zumindest momentan handelt das Ganze, sprich die Serie Dragon Ball Super. Gut, man sagt auch außerdem, Dragon Ball Super soll etwa 100 Folgen haben. Und jetzt wird's cool. Jetzt hatten wir ja bisher erst eine Folge. Gut, von einer Folge kann noch nicht viel ausgehen, das ist klar. Aber das Intro war schon mal interessant, weil im Intro selbst sah man Son Goku als Super Saiyajin, dreifacher Super Saiyajin, man sah Ultimate Son Gohan, man sah auch Son Goten als Super Saiyajin und man sah Son Goku als Super Saiyan Gott. Allerdings nur ganz kurz. Verdammt! Ja. Nee, passt eigentlich noch ganz gut zum ersten Part. Ja, jetzt wollte ich eigentlich Super Saiyan Gott, Super Saiyan nehmen. Machen wir halt den nächsten Part, Freunde, ist kein Problem. Und nächsten Kampf nach dem natürlich. Erstes Training besiegt Gold Freezer, Team TP weg, Zeit abgelaufen, das wird lustig. Wie gesagt, habe lange nicht mehr gekämpft. Muss was machen. Okay, das war das schon wieder. Dann, ich glaube, ich habe sie da einigermaßen intus. Problem ist natürlich, wenn ich jetzt mal einen Charakter nehme, kann ich nicht die Key aufleveln. Selbstständig, muss recht so. Sag mal, irgendwie etwas ist ja ganz seltsam. So, sonst klappt das schon. Und Freezer transformiert sich. Finale Form. Ich habe lange nicht ausgiebig trainiert. Ja, 4 Monate wohlgemerkt hat er trainiert. Also hat er drauf. Maximalladung. Will ich gar nicht mehr. Cool. Kamehameha. Also zurück zu Dragon Ball Super. Wie gesagt, im Intro ging es so los und dann Dragon Ball Super beginnt 6 Monate nach dem Ende des Kampfes gegen Kid Buu. Okay, 6 Monate später. Und es sieht so aus, Videl und Son Gohan sind noch nicht verheiratet, aber sind irgendwie verloben und so weiter. Und ja, darum geht es eigentlich mehr oder weniger in dieser Episode. Ja, doch, man kann ja sagen, mehr oder weniger nur ein bisschen Hintergrund, ein bisschen Filler kann man auch sagen. Aber nur ein bisschen. Wieso, sage ich gleich noch. Eigentlich müsste es ja das... Ja! Volle Kraft, so ist jetzt das, egal. Son Goku müssen der vorbei... Moment mal. Ich bin schon wieder... Super kann... Wobei, eigentlich müssen anderes sein. Eine andere Attacke. Das ist schon wieder so eine Gottform. Rebirth Kamehameha, irgendwie so etwas. Egal. Ja, dann sind eben da Videl und Son Gohan. Die sind da halt voll dabei. Und Son Goku, der hat eine viel bessere Rolle. Der muss nämlich noch Geld anschaffen. Weil Chi-Chi wieder mal denkt sich so... Nee, Son Goku trainieren kannst du später. Muss erstmal 6 Monate lang arbeiten. Und dann kann er zum Meister Kai auf dem Planeten trainieren gehen. Vorher geht das nicht. Ja, wissen ja, Chi-Chi hat die Hosen an, von dem her kein Problem. Und dann wie sieht aus, Freezer? Ja. I know this sounds cheap, but just call me Golden Freezer. Freunde, das ist er. Das ist Golden Freezer, den Freezer bei Resurrection F nach 4 Monaten Training erreicht hat. Cool, wa? 4 Monate Training von 530.000 ursprünglich. Ist er etwa so stark wie Bills, kann man beinahe sagen, wa? Ne, ein bisschen schwächer müsste er sein, aber stärker als ein Super Saiyan God, Super Saiyan. Und das wird mir einfach nicht logisch. Ne, sorry, das ist jetzt also wirklich... Also wo ich sagen muss, sorry, aber es geht auf keine Kuhhaut. Aber ist das schon alles irgendwie? Ist ja lame. Ich kann sagen, in der Form den Genki Dama einsetzt. Ich dachte, ab Super Saiyajin geht das gar nicht mehr. Ja, wohl geirrt. Sieht aber schön aus, wa? Also, Son Goku ist da eben am Arbeiten und zwar als Landarbeiter im Sinne von, ja, sieht ein bisschen lustig aus mit der, was schon wieder für ein Teil? Mann, so eine Art von Landmaschine, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hieß. Das war ein normaler Traktor, aber halt hinten mit einer, ja, er macht halt Feldarbeiten, wie auch immer, war. Also wie ein normaler Arbeiter halt, ganz gewohnt.
Und dann kommt so ein Goten vorbei und bringt ihm noch ein Mittagessen und dann sagt Goku, ja, Goten, kannst du mal da rein sitzen, so ich will Mittagessen. Klar, ein kleiner Junge, mein Goten war da etwa noch 7 oder 8. Kein Problem, natürlich nicht, ich darf noch keinen Traktor fahren, aber egal. Und so Goku, was macht er? Futtert sich erstmal da voll rein und trainiert nachher ein bisschen als Super Saiyajin. Und so mit der Begründung, weil er ja selber nicht in der Lage war, Kid Buu zu besiegen. Interessant, weil die Aussage hat er auch schon bei Battle of Gods getroffen im Film. So, das war's. Gold Freezer, vorbei. Nö, taucht nochmal auf, der Arsch. Now then, it's time to dole out some. Ja, und jetzt, wieso taucht Sorbe auf oder wie? Wo ist denn jetzt? Naja, Steuerung kann ich wieder, ist cool, aber was zum Henker? Jetzt reicht's. Nur, dass du es wieder kann. Hä? Gut, ist er ja. Dann ist er eigene Kumpel. Hä? Ich finde es verrückt, dass die anderen auch noch da sind. Ah, dort ist es. Meine Fresse. Okay, ich geh mal los, wa? Naja, die gingen jetzt da schon wieder. Ne, ich will hier runter. Ja, noch nicht ganz gut. Alter Schwede. Naja, wie auch immer, dann ging es halt so weiter bei Dragon Ball Super in der ersten Folge. Und zwar dann, ja, ich hab's gesehen, Himmel, aber ich finde den Himmel nicht mehr. Wie ist noch weiter unten? Also so verarscht mit das Spiel gerade. Ja, eben dort. So. Entschuldigung, ein bisschen gedauert, bis ich das Scheißteil fand. Oh oh. Das soll ein Scherz sein! Ja, da haben wir sie, Freunde. Super Saiyan God, Super Saiyan in Blau, also im Prinzip auch normale Super Saiyajins. So, aber darum geht es gar nicht nochmal in den Kommentaren und so weiter. Nee, es geht hier um was viel Cooleres. Und zwar, Mr. Satan kriegt den, naja, man kann eigentlich sagen, Friedensnobelpreis. Gut, denken ja alle, dass er Buu besiegt hat von dem her. Und zwar ist das etwa eine Summe von 100 Millionen, was? 10 waren's. Tja, die will er halt Goku schenken, weil Goku war der große Heldensohn, die geht er bereits abgelehnt scheinbar. Also dem ja kein Problem, oder? Wir geben das halt ganz Goku, der will zwar zuerst noch nicht ganz, aber Gon kann dazu überreden, weil wenn natürlich Chi-Chi das Geld hat, dann kann Goku natürlich zum Meister Kaio trainieren gehen. Von dem her, oh, das wird wehtun. Oh. Von dem her noch ganz interessant. Weil wir wissen ja aus Battle of Gods, scheiße, dass Son Goku dort ja auch auf dem Planeten von Meister Kaio trainiert hat. Also könnte durchaus sein, dass es halt nahtlos zum Film übergehen würde. Ja, ansonsten in der ersten Folge, was sonst so passiert, wir haben noch, Alter, ich muss jetzt platt machen. Ja, ist langsam klar. Genau, es ging darum, dass Goten und Trunks haben noch nach einem Hochzeitsgeschenk gesucht für Videl und Son Gohan. Und irgendwie kamen sie auf die Idee von Kosmetik und so etwas zu suchen, haben dann aber schlussendlich ein normales Wasser gefunden. Oder beziehungsweise haben sie irgendwie verwechselt und so und haben das dann gebracht. Naja, natürlich war Videl trotzdem begeistert. Denn es war ja trotzdem eine süße Idee. Ja, und das war's mehr oder weniger mit der ganzen Folge und darum ging's. Außer Bills. Hätte ihr gehört, und hier haben wir ein kleines Problem. Also Problem. Ich sag's mal so, das Ganze soll, wie gesagt, mit den Staffeln zusammenhängen, mit den Filmen unter anderem. Das kann irgendwie nicht ganz sein, weil im Film Battle of Gods wissen wir, dass,
das gleich verlieren werde. Autsch, autsch, autsch. Zack, Gruppenenergie, geil. Wissen wir nämlich, dass Pilze 39 Jahre lang gepennt hat. Und erst dann wieder weckt wurde, also sprich aufgewacht ist. Aber bei Dragon Ball Super, das findet ja... Alter, sind die stark hier. Das findet, wie gesagt, 6 Monate nach dem Kampf gegen Kiku statt. Da plötzlich ist Bills wach mit Wiss und so und die sind unterwegs, glaube ich, mich richtig erinnere. Waren ja auf einem Planeten und Bills, wir kennen ihn ja, der ist eine Naschkatze, wo natürlich was zu futtern haben. Das wäre noch so ein Goku. Im Sinne von, gib mir was Gutes zu futtern, sonst zerstöre ich euren Planeten. Ja. Da haben natürlich auch was gekocht und so für ihn, sogar die Zerstörung und so weiter. Das war dann ganz witzig zum Zugucken und Bills sind so, ja, gut gesalzt und so weiter, gar nicht mal so schlecht, aber dann war ihm irgendwas eigentlich ganz so gut, hat er irgendwas gesagt und dann, jo, zerstören den Planeten nur zur Hälfte. Zack, halb Planet futsch. Cool, war. Ich bin jetzt gleich sowieso down, ansteht, kann jetzt nichts mehr machen. Und auch, der geht trotzdem noch. Und das Schlussbild war noch bei der Welt der Kaioshins, nämlich mit dem Kaioshin selbst, also sprich Kibito-Shin, oder? Weil die Fusion von beiden, plus dem alten Kaioshin, nämlich dass ein Planet wieder verschwunden sei. Das ist ziemlich das Ende von der ersten Folge. Und jetzt ist lustig, jetzt wissen wir anhand der Episodenvorschau unter anderem, dass Bills scheinbar in der 3. Folge von Dragon Ball Super auftauchen soll. Aber eben die beiden neuesten Filme, sprich Battle of Gods und Resurrection F, sollen scheinbar in Zusammenhang mit der Serie Dragon Ball Super haben. Deswegen gibt es ja auch Staffeln davon. Das Kuriose daran ist aber, dass schon ein paar Dinge nicht ganz aufgehen können. Also entweder, was ich nicht hoffe, dass die Filme wirklich dazugehören, sprich, ja, guckst einfach mal die ersten 5 Folgen von Dragon Ball Super und dann guckst du den Film und dann wieder die nächsten 5 Folgen, den nächsten Film, fertig. Alben finde ich ja geil. Das hoffe ich nicht, weil es wäre ein bisschen seltsam, wir können jetzt richtig passen. Eben, einerseits wegen Bills und so weiter. Und andererseits wäre es ein bisschen doof, weil das gab es auch in Dragon Ball Z nie, dass ein Film, klar, er hatte schon ein bisschen, also sprich, die Filme hatten Bezug zum Anime, aber nie umgekehrt. Das Anime auf den Film bezog, das gab es nie und das hoffe ich jetzt auch nicht. Und auch, vor allem auch wegen Super Saiyan God, Super Saiyan und Golden Freezer. Ich finde den Film Resurrection F bereits gesehen, ich finde ihn ja selbst gesehen nicht schlecht, im Großen und Ganzen. Von dem gesehen, es gab auch ein paar gute Punkte und so weiter, aber generell betrachtet, mit Freezer plötzlich so stark sein soll. Und nach Super Saiyan God, Super Saiyan, allein der Name und die ganze Form und so weiter. Das Ultimate Super Saiyan Gohan von Freezer in der Grundform, das besiegt werden konnte. Und Piccolo noch Statist ist und irgendwie Yamchu und Chaozu zu schwach sind, aber Muten Roche plötzlich mithelfen kann. Also, das sind ein paar Punkte, wo ich sagen muss, nee. Also, als Film an und für sich cool, aber mit dem Anime selbst, nee, bitte nicht. Da hoffe ich irgendwie nur auf bestimmte Hinweise, eben halt mit Bills und Whis und dass Goku als ein Super Saiyan Gott trotzdem wird, aber der halt irgendwie anders dargestellt wird. Tja, das erfahren wir spätestens, denke ich mal, in der 4. und 5. Folge beim Anime halt zu Dragon Ball Super. In diesem Sinne, Freunde, will ich mal versuchen sehen. Super Saiyan God 2, ja, und schlecht. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es plötzlich grüne Haare, wer weiß. Ja, wie es weitergeht hier mit den Reviews, wie gesagt, das war jetzt der erste Part also eigentlich der 3. Part vom Xenoverse Online. Servus, Kumpel. Aber halt die erste Review-Folge. Die nächste kommt dann wohl am 13. Juli, weil am 12. Juli ist dann die nächste Folge. Ich mache es ein bisschen regelmäßiger, sprich immer montags. Also sprich immer tags drauf oder sonntags kommt die neueste Folge vom Anime raus und dann kann ich am Montag ein neues Review hochladen. Mal gucken, wie es hier weitergeht, sowohl bei Xenoverse Online als auch natürlich allgemein beim Anime zu Dragon Ball Super und mal gucken auch wegen Dragon Ball GT und so weiter. Es gibt noch viele, viele Fragen zu klären, hoffentlich werden die meisten zu unserer Zufriedenheit beantwortet, war. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.